Wann Platz holen, wir gehen gerne aufhängen. Kolleginnen et collègues, comme avant le Gora kommen. Chers collègues, pouvez-vous tous entrer dans la tente, s'il vous plaît? Charlie, op een maand even jammer. Hè? Charlie. Sport mijn was. Ja, nee. Sport mijn was. Sport mijn was, ja. Reina. Wat ik goed denken wat je doet. Ja, is geen probleem. Kolleginnen et Kollegen, liebe Kolleginnen et Kollegen, ich begrüße ihr alle Guten ganz herzlich auf unserem 1. Mai heute zu Remisch. Es ist dieses Jahr, 2017, die 5. Kehr, dass wir unseren 1. Mai am Kader von unserem Familienfest heute zu Remisch organisieren. Zählt das voll, viel von euch das ist genial. Merci, dass ihr gekommen seid. Ein grosses Merci dem Bürgermeister und dem Chefrat von der Gemeinde Remisch
a ganz besonders de Maderbestoff vom Servicetechnik. Ohne het Engagement an ohne die Unterstützung von unseren militanten Delegierten und Membern wird das Evenement nicht möglich. Merci auch an das Cheforchester Gast Walzing, dem mit seinem Jazzorchester uns nach Haut ein flotte Konzert offerieren. Kolleginnen und Kollegen, es sind nur 3 Jahre hier, dass die Pandemie vom Coronavirus als Leben quasi über Nacht komplett auf den Kopf gehauen hat. Als Gesellschaft, als Arbeitswelt, Kultur, sogar das Wichtigste, was der Mensch hat, als Sozialkontakte sind auf ein absolutes Minimum reduziert gehen. Als Land wird das Krise sanitär gemeistert, weil wir die nötigen Mesuren am sanitären Bereich geholt haben, für die Gesundheit der Menschen zu schützen, und die Regierung wird zusammen mit den Employern und den Gewerkschaften enorm Moyen am Kader vom Chômage partiell an Hilfe für die Betriebe auf den Weg gebracht, für zu verhindern, dass die Krise sanitär sich zu einer sozialen Krise mit hohem Chômage und viel Misere entwickelt. Die Reprise ökonomique nach der Krise sanitär hat auch eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht, die durch den russischen Überfall auf die Ukraine an die Antwort von der zivilisierten Welt auf diesen barbarischen Akt enorm verstärkt sind. Wäre aber klar zu sagen, zu den Sanktionen gegen Putin als seine Helfershelfer gibt es keine Alternative. Mit Russland, also solange es von Kriegsverbrecher, Massenmörder, Vergewaltiger und Kammerhändler gefordert wird, keine Relation mehr möglich. Kriegsverbrecher gehören lebenslänglich an die Prison. Und die Ukraine als ihre Bürger brauchen nicht nur eine Lohn, sondern auch nach dem Krieg die nötige Unterstützung für das Land aufzubauen. Dem Putin sein Krieg ist nicht nur ein militärischer Überfall auf die Ukraine. Der Putin will als Demokratie, als offene Gesellschaft unterwandern und Futti machen. Das dadurch, dass der russische Präsident mehr oder minder offen, populistisch und extremistisch Politiker und Parteien am Westen unterstützt. Der Mr. Trump an den USA, Madame Le Pen in Frankreich, der AfD in Deutschland, und sogar hier im Land gibt es Parteien, die als gesellschaftliche Entwicklung auf Frage stellen. Das ist degutant und muss von allen demokratischen Organisationen nicht nur denunziert, sondern auf die Schärfste zurückgewiesen gehen. Der Putin feiert durch einen wirtschaftlichen Krieg gegen die Europäische Union, ersetzt all Moyen als Druckmittel an, als Waffe für sich Europa gefügig zu machen. Diese Erpressung hat grave Konsequenzen für die europäische Ökonomie, die Arbeitsplätze und die Existenz der Salarien. Hier im Land wird die Partei in knapp einem Jahr 3 Akkorde ausgehandelt. Durch den Ersatz vom LCGB mit den anderen Gewerkschaften haben wir an diesen Akkorden einen Energiepreisdeckel für Gas und Elektrisch auf den Weg gebracht, den die Inflation stark aufgebremst wird und dadurch substanzielle Belastungen für die Leute evitiert. Durch den Ersatz vom LCGB haben wir den Index aufgesichert und Steuertabelle teilweise und die Inflation angepasst und damit die Kaufkraft von den Salarien und Rentner nicht nur aufgesichert, mehr verbessert. Durch den Ersatz vom LCGB sind noch an diesen Tripartitsakkorden eine ganze Reihe von Hilfen für die Betriebe vorgesehen, sodass die Arbeitsplätze besser aufgesichert gehen.
Kolleginnen und Kollegen, dem LCGB sind Forderungen, sind Prioritäten, sind an allen 3 Akkoren voll zum Drohe gekommen. Nämlich die Kaufkraft an die Existenz von den Salarien aufzusichern. Den LCGB hat sich an dieser Tripartite engagiert, für eine komplett imprävisibler Situation. Die Leute, die hier am Land leben, erschaffen, so viel Sicherheit und Prävisibilität wie möglich zu geben. Die Resultate von dieser Tripartite soll alle gut die auf den Boden von den Tatsachen zurückholen, die unser Modell immer vorstellen, an die den Stellenwert an der Rolle von den Gewerkschaften wollen untergraben. Kolleginnen und Kollegen, die ganze Equipe vom LCGB hat enorm viel geschafft an den letzten 3 Jahren. Und die Resultate können sich weisen lassen. Wir haben gut Tripartitsakkoren ausgehandelt, die ganz konkret die Leute unterstützen, an die Arbeitsplätze aufzusichern. Und wir sollen uns alle bewusst sein, dass der soziale Frieden hier im Land keine Selbstverständlichkeit ist, aber just Modell von der Tripartite einen funktionierenden Sozialdialog an den Betrieben an Index beruht. Kolleginnen und Kollegen, zanter der Stahlkrise und die verschiedenen Akkorde von der Tripartite dafür gesorgt, dass die Ökonomie an den Arbeitsplätzen und die Leute, die hier am Land leben, erschaffen, gestärkt aus der Krise rauskommen sind. Regierung, Patronat und Gewerkschaften haben es sich dabei nie einfach gemacht. Oft wird der Weg zum Kompromiss schwierig und schwer. Es braucht ein Engagement von allen Seiten, für zu einem Akkord zu kommen. Und so ganz nebenbei gesagt, hat die Tripartite dafür gesorgt, den sozialen Frieden hier am Land zu erhalten, und das auf eine Art und Weise, die im Vergleich mit anderen Ländern unik ist. Aber, Kolleginnen und Kollegen, der soziale Frieden kommt nicht von allein. Der soziale Frieden hat einen Preis, und das ist unser Sozialmodell. Dafür soll all Mensch, den hier am Land Responsabilität trägt, sich dessen bewusst sein. Wen die Existenz von seinen Salarien in Frage stellt, wen als Konziliation und damit das kollektive Träg will aushebeln, der möchte unser Sozialmodell futti. Den LCGB will das nicht. Den LCGB fordert Lösungen am Sinn von den Leuten, die an den Betrieben arbeiten. Die Industrie hat das verstanden. Ich hoffe ja, dass Cargolux da durchgeschwiffen steht. Am anderen Fall kann es keinen sozialen Frieden geben. Dann ist der Sozialkonflikt mit allen Konsequenzen programmiert. Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie hat uns für gefordert, wie aufhängig die Europäische Union von Ländern wie Russland und China ist. Am Fond muss ich feststellen, wie aufhängig die Europäische Union sich selber gemacht hat. Masken, Medikamente, Gas, Chippen, das sind ein paar Beispiele, wo eine komplett verfehlte Wirtschaftspolitik auf europäischem Plan riskiert, zu einem Desaster zu führen. Es geht nicht mehr am Ende von den europäischen Arbeitsplätzen gehandelt. Es geht um das Rendement finanzier oder plötzlich immer mehr Frick, mit denen sich ein paar Leute Taschen füllen wollen, und das auf Kosten von der Allgemeinheit.
eng vun de Konsequenzen vun der Krise sanitär het solle sinn, Europa mi autonom a mi onofhängig zu machen. Dodurch, dat an Europa d'industrielle Produktion vu strategische Produkten neu opgebaut gëtt. Dodurch, dat Europa eng gemeinsame a kohärent Energiepolitik fir d' Produktion an Verdelung vum elektrische Strom definiiert, an den Import vu Gas gemeinsam op de Wee bringt. Dodurch, dat die Europäische Kommission Tatsache schafft, an den Marshallplan fir d' Produktion vun nachhaltigem Strom a Wasserstoff mat den nedischen Infrastrukturen definiiert. Dodurch, dat ganz Europa ein Netz von Oplötstationen opgebaut gëtt, fir schnell an effizient den Autostrafik zu elektrifizieren. Kolleginnen und Kollegen, alles das nicht geschieht. Aber heroisch Kampf mat Wandmillen, die den Don Quixote gefen neidisch machen, hecht am Klartext, ob mir Verbrenner aus dann Lo 2030 oder besser 2035 gefen op de Wee bringen. Für kurzem huet das EU-Parlament ein Projekt für eine Direktiv von der Kommission aufgestimmt, was die energetische Performance von Gebäuden und Häusern angeht. Wenn das Direktiv durchgeht, geht das, was die Leute sich an engem Leben aufgebaut haben, mit engem Vierterstrich zerstört. Das Europäische Kommission, also so neoliberaler bornéiert, dat hecht sie hun den Blick für die Leute verloren. Also sie fanden es nicht für nötig, für europäische Arbeitsplätze aufzusichern, gegen sozialen und ökologischen Dumping Niveau von den Importern zu protegieren. Eine komplett protektionistische Wirtschaftspolitik an den USA, zumal an den Bereichen, op denen als Zukunft beruht, an eng aggressiv chinesisch Expansionspolitik bleibt ohne Antwort. Ein komplett pervers Auslehen vom europäischen Konkurrenzrecht wird Hunderte von Arbeitsplätzen bei Liberty Steel engem Bandit als engem Machenschaften ausgeliefert. Kolleginnen und Kollegen, von der Leyen-Kommission als ein komplett Verhit für die Zukunft von unserem Europa. Es ist inakzeptabel, dass eine Politik auf den Weg geht, die europäische Arbeitsplätze ruiniert, die Existenz von den Salarien in Frage stellt, einen Investitionsplan für die Zukunft mit Sprücheklopferei verwirselt, an der soziale Volley, nämlich den Ausbau von einem Sockel mit sozialen Grundrechten durch eine Tingeltangel-Show von der Kommission ersetzt. Kolleginnen und Kollegen, es wird die Juncker-Kommission, die einen Investitionsplan für mehr Arbeitsplätze auf den Weg gebracht hat, ein Sockel für soziale Grundrechte angefordert, an EU-Arbeitsplätzen mit Succès gegen die protektionistischen Ideen von Präsident Trump verteidigt hat. Es rächt sich also, wenn an der EU kein europäischer Spitzenpolitiker mit den nötigen sozialen und europäischen Überzeugungen mehr aufgehalfter Politiker aus der zweiten oder dritten Reihe auf Responsabilitätsposten gesetzt gehen. Kolleginnen und Kollegen, Europa ist wichtig, Europas Zukunft, auch Zukunft von unseren Kindern. Europa ist alternativlos, aber die aktuelle europäische Politik am Parlament und an der Kommission ist inakzeptabel, weil sie als gegen die europäische Bürger gerichtet. Europa muss an Zukunft investieren. Europa braucht ein neues, nachhaltiges Wirtschaftsmodell, ein stärkeres Sozialmodell und mehr Autonomie gegenüber Potentaten, Diktatoren und Konkurrenten. Europa muss auch seine rezente Geschichte abschaffen und das EU-Parlament für gut beraten, seinen Korruptionsskandal lückenlos abzuklären und darüber hinaus zu klären, für die deutsch-hegemonialen Tendenzen
A knapp 20 Jahren quasi die ganz Europäische Union dem Putin konnte ausliefern, an dem es mir als komplett abhängig vom russischen Gas gemacht haben. Auch ohne den Putin seine Unterstützung gibt populistisch und extremistische Parteien und Politiker in Europa immer mehr stark. Gegen die Extremisten helfen keine Sondesrede mehr. Wir brauchen eine andere Politik, die eine starke soziale Ausrichtung hat an die Amendre von den europäischen Arbeitsplätzen an alle Bürger ist. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir hier am Land am Kader von der Tripartite gut Akkorde konnten finden, so haben wir eine Reihe von strukturellen Problemen, die dringend gelöst werden müssen. Den LCGB fordert schon 20 Jahren Reformen am Bereich von unserer Gesundheitspolitik. Leider ist aktuell just der Kontra der Fall. Die Versorgung mit Medikamenten erinnert mittlerweile an eine Mangelwirtschaft. Die Wartezeiten für ein IRM oder an den Urgenzen sind absolut inakzeptabel. Als Gesundheitscase hat sich entretemps zu einem Staat am Staat entwickelt, die sich selbst verlebt mit sich selber beschäftigt, inkapabel schenkt, Digitalisierung umzugehen, wo dann noch die geballte Ladung vom Minister braucht, für dass die Struktur sich ein Urteiler von den höchsten Gerichten von diesem Land soll halten. Dass das Syrien zum Spielball von Avis konträre vom Kontrolle médical an der Medizin du Travail ging, an dat dat d'Existenz von Menschen im Spiel steht, gerade so wie dat nach immer schwer krank Menschen nur 7 Wochen an den existenziellen Abseits stehen, als nimmen der Perversität von einem System zu verdanken, der komplett futtig ist. Kolleginnen und Kollegen, den LCGB fordert, dass an unserer Santé und Sécurité sociale endlich Remedier geschafft wird. Den LCGB fordert mehr und schnell Behandlungsmöglichkeiten für das Syrien, dadurch dass effizient und dezentral Strukturen geschaffen werden, die Spitäler und Spitalspersonal entlasten, an ambulanten Treatmenten, Diagnosen und Analysen geografisch über das ganze Land verteilt ermöglicht gehen. Gesundheitscase an die solchen Instanzen sind noch jahrzehnte Missmanagement von dem zuständigen Minister höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reformieren. Den LCGB fordert dafür, dass CNS komplett neu strukturiert wird und dabei Männer Direktionsposten mit viel mehr die garantiert Prestationen für den Assuré am Mittelpunkt stehen. Decisionen, die zeitnah am einfach verständlich dem Assuré können mitgedeelt gehen. Eine Strategie für CNS einfach und schnell zu digitalisieren. Ein Funktionament, das sich echt im Privatsektor orientiert, was das Lean Management angeht, an eine Philosophie, die sich bewusst ist, dass den am Service von den Assurés steht, also sich nicht am Kompetenzgerangel abreift. Eine Ausrichtung von unserer Gesundheits- und Sécurité-Sozialpolitik, die an allen Aspekten, sie wird Nomenklatur, Akten oder Prestationen dem Assuré die best alleged Treatmente anbietet, die die Medizin kann offerieren. Drei Jahre nach der Pandemie müssten sich als politisch Responsable bewusst gehen, dass Zeiten gerne tun. Und das Problem wie Denkpass mit der Versorgung von Medikamenten nicht mehr mit einer dementsprechender proaktiver Politik können abgefangen gehen. Kolleginnen und Kollegen, es geht den Gefühl nicht los, dass der Gesundheitssektor hier im Land die einzige Spielwiese ist, wo die Planwirtschaft an einer sozialistischen Ideologien noch so richtig können ausgeliefert gehen. Und das Recht von den Assurien, Recht von den Patienten. Kameraden, der muss endlich aus ihrer linken Drehmer waschen. Planwirtschaft
als schon am real existierenden Sozialismus eng Fait gewircht an huet vir 30 Joer mat zo beigedroen, dat Mauer gefallen ass. Den LCGB huet all dese Grinn Ufang vum Joer eng Kampagne op de Wee bruecht. Für den LCGB muss an der Zukunft an der Santé den Intere vum Assuré die absolut Priorität kreen. Kolleginnen und Kollegen, ein anderen strukturelle Problem, den als Land huet, als de vum Logement. An der Logik von unserer Marktwirtschaft muss in am Fond Doffer massiver opsetzen, für der Demand gerecht zu gehen, an Preis an Loyen nicht komplett therapieren zu lassen. Das heißt doch, dass in eine Klimaschaft, wo an das Logement investiert wird, an die Staatspolitik dann noch mit Strukturen wie dem Fonds de Logement mit begleitet. Allerdings muss der zuständige Minister sich so lassen, dass die Akzente, die hier an den letzten Gesetzestexten stehen, nicht an das Richtung gehen. Die Zinspolitik von der Europäischen Zentralbank verschlimmert das ganz nach mehr, weil die Präimmobilien immer mehr teuer gehen. Kolleginnen und Kollegen, das ganz steuert auf ganz schwierige Zeiten am Logement und am Bausektor hin. Es gibt Männer Prä nur gefroht und akkordiert und dementsprechend Männer gebaut. Wie wir rezent müssen feststellen, bedeutet das auch ein stärkt Aufwüssen von den Loyen. Darüber hinaus kann es noch zu großen Problemen bei der Beschäftigung im Bau und im Handwerk kommen. Politik hat diese Entwicklung nicht nur an den letzten Jahren verschlafen, sondern hat carrément die falschen Decisionen auf den Weg gebracht. Kolleginnen und Kollegen, der Rolle von den Banken muss auch erfragt gehen. An der Bankenkrise wird dieser Sektor mit enormen finanziellen Mitteln unterstützt gehen. Diese Mittel sind aus dem Staatsbudget, also von uns allen kommen. Heute erleben wir, wie ohne Rücksicht auf Verluste Zinsen immer mehr klammen und es nicht mehr ausgeschlossen ist, dass viele Leute Gesellschaften ihre Patrimoine müssen verkaufen. Damit werden dann Remenkeier, Spekulanten und Profiteuren sich für wenig Geld und Misere von den Leuten enorm bereichern. Es muss also zur Konklusion kommen, dass wenn Politik und Spekulation am Logement vorgehen, wir halt da leider den Kontra erreicht tun. Den LCGB fordert ganz einfach, dass wir abordable Wohnraum, besonders für junge Familien hier am Land schaffen. Kolleginnen und Kollegen, Krisenzeiten sind noch lange nicht drüber. Krise sanitär ist von den Konsequenzen vom russischen Überfall auf die Ukraine aufgelöst gehen. Die Situation, an der wir heute sind, muss uns alle gut auf den Plan rufen. Strukturelle Elemente wie Energiepreise, die für den Moment in Europa die höchst am Vergleich mit dem Rest der Welt sind, durch die Zinsentwicklung, die sich extrem nefast auf die Investitionen werden auswirken, kommen zusammen mit konjunkturellen Problemen, weil die Leute stark verunsichert sind. Und dadurch noch ganz besonders durch die Firlefanz, den die aktuelle EU-Kommission abfeiert. Es kann also sein, dass der perfekte Sturm an der Ökonomie und damit auch an der Beschäftigung auf uns durchkommt. Den LCGB ist die einzige Gewerkschaft, die an ihre Prioritäten die Aufsicherung von den Arbeitsplätzen und den Existenzen nicht nur mit ablöscht, sondern sich darüber hinaus voll dafür einsetzt. Wie wir an den letzten Tripartiten auf diese Problematik hingewiesen haben, sind wir als Schwarzmaler belächelt gehen. Kolleginnen und Kollegen, die rezente Entwicklung wird uns leider nicht mehr recht gehen. Wir als schlimmsten Erwartungen sind nach dépassiert gehen.
160 Erbesplätze bei Celanese, 155 bei Husky, a 50 bei John Zink stehen im Spiel. Den LCGB wird sich für all Erbesplätze engagieren und zusammen mit den Delegationen versichern, für so viel Erbisch wie möglich auf den einzelnen Sitten zu erhalten. Den LCGB ist sich aber bewusst, dass es hier nicht Männer wie 350 Salarien an ihre Familie geht. Und dafür fordert den LCGB unmissverständlich die Aufsicherung von den Existenzen von diesen Familien dadurch, dass wir den Alternativmodell zum Chômage, also Präretreten, Cellule de Reclassement mit prätemporaire de Main-d'œuvre Formation so spielen lassen, dass kein muss an den Chômage gehen, mehr an der Erbisch kann gehalten gehen. Den LCGB will das Modell, das wir an der Sidérurgie entwickelt haben, an dem wir auf die Luxe adaptiert haben, auch auf den Sektor von der Industrie applizieren. Ich stelle noch mit großer Satisfaktion fest, dass das Arbeitsministerium, das Wirtschaftsministerium und FEDIL mitwollen auf den Weg gehen und dass wir an den einzelnen Betrieben mit den Verhandlungen gut vorgekommen sind. Dem LCGB sein Ziel, als einen sektoriellen Akkord für die Industrie auszuhandeln, ein Kader, an dem sich die einzelnen konzernierten Betriebe heranbringen können. Den LCGB vergisst auch nicht die 170 Kollegen von Liberty Steel zu Dietling, die auch von diesem Modell müssen profitieren, wenn es heute Herd auf Herd kommt. Kolleginnen und Kollegen, die Situation an unserer Ökonomie, Konsequenzen von der Krise weisen ganz klar darauf hin, dass wir dringend eine Diskussion über unser Wirtschaftsmodell brauchen. Mit Krisenbewältigung oder PowerPoint-Präsentationen, wie unsere Ökonomie an 30 Jahren aussehen könnte, ist es nicht gedauert. Nicht die Politik als human, aber wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die es fertig bringt, dass im Standort Lützeburg neue Arbeitsplätze entstehen. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir nur den Bilanz sehen von unserer Erbischt, unserem Ersatz und unseren Resultaten, da können wir mit Überzeugung alle Salarien hier im Land an Gesicht gucken und klar und konkret nachweisen, was wir geleistet haben. Den LCGB hat eine über 100-jährige Geschichte. Den LCGB hat sich zu einer treibenden Kraft vom sozialen Fortschritt an der Aufsicherung von unseren Kollegen an den Betrieben entwickelt. Den LCGB ist nicht stehen geblieben, er hat sich kontinuierlich immer neu aufgestellt und weiterentwickelt. Den LCGB will auch in der Zukunft nicht nur Krisen bewältigen, sondern für mehr Sozialgerechtigkeit hier im Land antreten. Dafür steht ganz konkret als Motto: nur Schritt voraus. Und dafür fordert den LCGB unmissverständlich, dass Salarien am Privatsektor besser gegen Risiken wie Chômage und Krankheit aufgesichert gehen. Den LCGB steht für die Aufsicherung von den Existenzen von den Salarien und ihren Familien. Nur Schritt voraus bedeutet für den LCGB, dass der Reichtum, den am Privatsektor durch die Salarien erschafft wird, auch gerecht verteilt wird, durch die Partizipation und die Benefizen, durch eine Steuerpolitik, die die kleinen und mittleren Salären entlastet, durch die Beibehaltung vom unbefristeten Erbschaftsvertrag als Regelerbschaftsvertrag. Nur Schritt voraus steht am LCGB für die Aufsicherung und Verbesserung von unserer Kaufkraft, durch die Beibehaltung vom Index, Weiterführung von unserer Kollektivvertragspolitik, Dafür von neuen Kollektivverträgen, so wie wir das am Kommerz, an der Logistik rezent gemacht haben, an durch regelmäßigen Ajustement vom Mindestlohn.
Kolleginnen und Kollegen, nur Schritt voraus für mehr Sozialgerechtigkeit. Hier ist doch eine Diskussion über die Arbeitszeiten, wobei ja Krisenzeiten eine Arbeitszeitreduktion muss möglich gehen für die Arbeit, die da ist, ob mehr Leute zu verteilen, an Produktivitätsgewinner durch Digitalisation auch die Salarien zugutekommen zu lassen. Den LCGB fordert Diskussion über die neuen Arbeitszeitmodelle, die den Leuten an ihre Familien entgegenkommen, an der Personaldelegation ein Co-Decisionsrecht gibt, was die Planifikation angeht. Nur Schritt voraus ist den LCGB effektiv am Kader von der Digitalisierung und hat schon viel erreicht, notamment was die Regelung vom Teletravail angeht, die ganz stark als Handschrift trägt. Nur im Rappel von der Regelung von der Dekonnexion muss unbedingt Plattformarbeit am Sinn von der Salarien geregelt gehen, obwohl heute zu fertig ist, dass von der Leyen-Kommission heute den nächsten Dossier an den Sand setzt. Nur Schritt voraus steht doch für die Formation continue, die Recht für alle Salarien ist und die unbedingt muss in die digitale Ära adaptiert gehen. Kolleginnen und Kollegen, nur Schritt voraus steht für Förderung noch mehr sozialer Gerechtigkeit vom LCGB und als Grundlage für die soziale Kohäsion an unserer Gesellschaft und damit auch den sozialen Frieden und Demokratie an unserem Land zu festigen. Den LCGB als überzeugt, dass soziale Gerechtigkeit und soziale Kohäsion an unserem Land nicht kann garantiert gehen, weil wir dauerhaft einen Teil von unserer Population aufhängen, weil wir am digitalen Bereich einen Bruch an unserer Gesellschaft riskieren, weil ein Teil von den Leuten aus finanziellen Gründen oder wegen ihrer Formation keinen Zugang zur digitalen Welt kriegen, weil wir an der Education einen Teil von unserer Jugend aufschreiben, weil wir es nicht fertig bringen, hier am Land all Menschen, mit besonders jungen Leuten Zugang zu abordablem Wohnraum zu garantieren, weil wir es nicht fertig bringen, eine Politik zu formulieren, die Residents und Frontalier hier am Land noch mehr zusammenführt. Weil wir Vollbeschäftigung nicht können oder wollen garantieren. Weil wir nicht endlich über unsere Schiert sprangen, an Wahlrecht oder vielleicht sogar die Wahlpflicht, ob alle guten Präsidenten hier am Land ausweiten. Kolleginnen und Kollegen, eine starke Demokratie braucht ein stabiles Fundament, das auf einer breiter sozialer Kohäsion an einer progressiver Gesellschaft beruht. Kann nicht zufrieden sein, wenn nach geschwind just eine Minorität über die Zusammensetzung von unserer Chambre dezidiert. Kolleginnen und Kollegen, nur Schritt voraus heißt für den LCGB auch kontinuierlich seine Services und Prestationen zu verbessern. Am Kader von der Steuererklärungen mit einem neuen, performanten Logiciel, mehr und bessere Prestationen auch im privaten Bereich. Und schlussendlich, Kollegen, lanciert den LCGB haut auf diesem 1. Mai aus seinem 102. Jahr seine App Dein LCGB. Von Haut an hat alle Member sein LCGB bei sich an der Tasche und kann per Visiokonsultation auf Dienstleistung für seine Gewerkschaft zurückgreifen. Als Motto heißt also ganz konkret, nur ein Schritt voraus mit dem LCGB. Vive die Salarien, die hier am Land schaffen, vive den LCGB. Merci für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag heute zu Römer. Merci.
Himmels merci.